Hallo miteinander. Auch von mir ein grosses herzlich willkommen. Ich freue mich riesig, dass du heute mit dabei bist und dass wir jetzt miteinander für die Gotteswort eintauchen. Wir starten nämlich in eine neue Predigtserie. Du hast vielleicht vorher gerade das Slide gesehen, so gross über dem Bild, wo steht Wanted. Hey, das ist spannend, weil mir ist gerade so ein Bild in den Sinn gekommen, wo ich das Wort Wanted gehört habe. Wanted bedeutet ja gesucht. Und zwar siehst du jetzt gerade das Bild, das eingeblendet wird. Das ist eine Illustration, wo in Amerika sehr oft in den Zeitungen gedruckt worden ist. Und zwar etwa so von 1860, 1870 bis eigentlich zum Ersten Weltkrieg an. Und das ist der Onkel Sam. Im Schweizerdeutschen würde man sagen, der Onkel Sammy. Und der Onkel Sammy, der sagt, I want you. Ich will dich. Du bist nämlich gesucht. Und es ist so eine Motivation und ein Aufruf um der US-Armee beizutreten, gerade im Ersten Weltkrieg. Und ich weiss nicht, vielleicht hast du die Illustration auch schon gesehen. Heutzutage ist es mehr wieder so als eine moderne Illustration, wird sie gebraucht. Mir ist das so in den Sinn gekommen und ich habe gefunden, das Bild passt eigentlich so gut zu unserer neuen Serie. Und zwar in der Bibel lesen wir immer wieder, wie jemand sagt, I want you. Ich will dich. Ich suche dich. Und zwar ist das Gott, ein liebender Gott, der den Mensch sucht. Durch das Neue Testament, Alte Testament sehen wir, wie Gott den Mensch sucht. Er hat aber andere Absichten. Es geht ihm nicht darum, zum Leute zu rekrutieren für die Armee oder für einen Weltkrieg, sondern Gott liebt den Mensch. Gott hat so eine Sehnsucht, eine tiefe Sehnsucht nach dem Mensch. Er will dem Menschen nahe sein. Er will mit dem Menschen verbunden sein. Er will einem Menschen vorausgehen und ihm alles geben, was seine Seele und seine Sehnsucht könnte stillen. Und die Bibel zeigt uns, dass Gott den Menschen so sehr liebt, dass er sie immer wieder zu sich ruft. Er ruft sie. Im Buch Hosea lesen wir, wie das Volk von Gott sich abgewendet hat von Gott. Gott hat sie beschenkt mit Reichtum, mit so einem göttlichen Segen. Er hat einen Bund mit ihnen gehabt, aber das Volk von Gott hat sich abgewendet von ihm. Und sie haben sich abgewendet, haben den Reichtum genommen und gefunden, so, jetzt gehen sie zum kananitischen Gott, zum Baal. Und sie haben ihm alles geopfert, sie haben angefangen, den Baal anzubeten. Und Gott hat den Hosea beauftragt, in seinem Namen zum Volk zu gehen und zum Volk zu reden. Und wir lesen jetzt gerade 2 Verse miteinander, was Gott seinem Volk gesagt hat in dieser Situation. Im Hosea 2, 16 und 17. Doch dann werde ich versuchen, sie wieder zu gewinnen. Ich will sie in die Wüste bringen und in aller Liebe mit ihr reden. Dort wird sie auf meine Worte hören. Sie wird mich lieben wie damals in ihrer Jugend, als sie Ägypten verließ. Dann will ich ihr die Weinberge zurückgeben. Das Achortal, das nennt man auch Unglückstal, soll für sie ein Tor der Hoffnung sein. Also Gottes Volk hat sich von Gott abgewendet. Obwohl sie einen Bund hatten, haben sie gesagt, hey, wir wollen nichts mehr mit dir zu tun haben. Sie sind sozusagen untreu geworden und haben einen anderen Gott verehrt. Die Beziehung ist im Bruch gegangen. Und Gott sehnt sich nach seinem Volk. Gott liebt sein Volk und er wendet sich erneut ihnen zu. Er will zu ihnen reden, er sucht sie auf. Oder? Durch den Hosea sucht er sein Volk und sagt, hey, ich habe immer noch eine Liebe für euch. Er hat ein Mitgefühl und eine grosse, grosse Treue seinem Volk gegenüber. So sinnbildlich gesprochen könnte man es vergleichen, wie zum Beispiel ein Mann, der seine Frau liebt, aber die Frau ist untreu geworden. Die Frau zieht davon, will nichts mehr mit ihm zu tun haben. Und der Mann schmerzt das so und er setzt alles dran, dass die Frau zu ihm zurückkehrt, dass sie neu auf die Liebe spüren für ihn, dass die Herzenshaltung sich verändern kann. Und so geht es Gott, wie ihr euch vorstellen könnt. Er ist traurig gewesen, er ist voller Schmerz gewesen, wegen seinem geliebten Volk, das sich abgewendet hat. Und wir lesen hier weiter, wie Gott sein Volk in die Wüste ruft. Er sagt, ich rufe sie in die Wüste und will liebevoll zu ihnen reden.
Das Volk Israel hat die Wüste schon gekannt, wie sie sind schon mal mit Gott in der Wüste waren. Nachdem er sie aus Ägypten befreit hat, ist er viele, viele Jahre mit ihnen in der Wüste gewesen. Er war ihnen näher gewesen, er hat sie geführt, er hat sie geleitet, er hat sie versorgt. Also es ist nichts Neues für das Volk Israel gewesen. Und die Wüste ist auch nicht etwas Negatives. Nein, sondern Gott will in der Wüste dem Volk begegnen und er will ihre Liebe zurückgewinnen. Die Wüste steht in der Bibel sehr oft für eine Art von der Gottesbegegnung. Und hey, das ist mega spannend. Weil quer durch die Bibel durch sehen wir immer wieder, wie Gott den Mensch in die Wüste führt und dort dem Mensch begegnet. Zum Beispiel bei Mose. Gott ruft den Mose in die Wüste, er begegnet ihm beim brennenden Dornenbusch. Oder das Volk Israel holt sie aus Ägypten raus und er bringt sie nicht einfach in die nächste Stadt, sondern nein, er geht mit ihnen in die Wüste, jahrelang. Und er begegnet ihnen dort als ihr Gott. Und auch im Neuen Testament, dort lesen wir im Lukas-Evangelium, wie der Heilige Geist Jesus in die Wüste führt. Der Heilige Geist führt ihn in die Wüste, in die Einsamkeit, in die Stille. Und dort wird er konfrontiert mit Versuchungen, mit inneren Kämpfen, die er führt. Die Wüste, sie ist ein Ort der Stille, es ist eine Art der Einsamkeit, ein Ort, wo keine Hektik herrscht, ein Ort, wo nicht wirklich viel Leben herrscht oder man sieht es einmal nicht. Und an diesem Ort zieht die Tour einfach anders. Und Gott nutzt die Wüste, um den Menschen dort hinzuführen, ihn dort hinzurufen, damit er zum Menschen reden kann, damit er am Menschen näher sein und ihm begegnen kann. Weil in der Wüste ist überhaupt keine Ablenkung, sondern einfach Ruhe, Stille, Einsamkeit. Und hey, noch spannender ist, es hat sogar eine ganze Epoche gegeben, das ist ca. 3 Jahrhunderte nach Christus gewesen. Und die Epoche hat man genannt, die Zeit der Wüstenväter. Und das sind jenste Männer und auch Frauen in die Wüste gezogen. Sie sind bewusst in die Wüste gegangen, sind alles hinter sich gelassen. Familie, Bekannte, Menschen, alles, was sie hatten, alle Besitztum, alles haben sie hinter sich gelassen und sind in die Wüste gezogen. Und zwar haben sie Gott begegnen, um sich auf Gott auszurichten, um von ihm zu hören, ihm näher zu sein. Sie haben Gott aufgesucht. Wir müssen aber verstehen, es ist nicht so, wie wenn wir jetzt vielleicht mal ein Wochenende wellnessen, oder? Wo wir auch so in die Stille gehen, in den Ruheraum gehen, wo wir es uns gut gehen lassen. Sondern nein, das war eine Art von der Konfrontation, eine Art von der Veränderung. In dieser Ruhe sind nämlich Bedürfnisse aufgekommen, an die Oberfläche, Begierde, vielleicht Versuchungen, die sie immer wieder gepackt haben, so wie das auch Jesus erlebt hat in der Wüste. Eine Art, wo sie plötzlich gemerkt haben, dass sie nach falschen Vorstellungen gelebt haben, wer sie sind, was sie ausmacht. Dass sie plötzlich nicht leisten müssen oder etwas vollbringen, um jemand zu sein. Sondern sie sind alleine vor Gott, ohne Besitz, ohne etwas. Die Wüste. Vielleicht war es sogar so ein Test für sie, um zu sehen, auf was sie wirklich bauen, ihr Leben. Es ist so ein Schmelzofen für Verwandlung, wo sie erneuert hat und verändert hat, um zu sehen, was sie wirklich ausmacht und was im Leben zählt, sind sie in die Wüste gegangen. Und ich würde nur sagen, die Wüste ist nicht ein schlechter Ort, sondern es ist einfach ein anderer Ort, ein ungewohnter Ort, könnte man sagen. Und wir lesen, wie Gott einige von ihnen in die Wüste gerufen hat. Auch heute ruft Gott uns in die Wüste. Dich und mich. Wieso? Weil er dir und mir neu begegnen will. Gott will dir begegnen. In der Ruhe, in der Einsamkeit, in der Stille, vielleicht so weg von dem Gewohnten, wo wir kennen. Momentan befinden wir uns so in einer sehr speziellen Zeit, oder? Jetzt schon seit mehreren Wochen. Und vielleicht ist die jetzige Zeit so eine Wüstenzeit für uns. Wenn wir an Wüste denken, dann haben wir doch meistens so ein Bild für uns. Ich denke so an eine Sanddüne, oder, wo vielleicht jemand am Laufen ist. Du siehst jetzt gerade so ein Bild. Wir haben so ein Bild von Wüste und denken, es gibt eine Wüste. Aber wenn man mal so ein bisschen recherchiert, dann merkt man, es gibt jenste verschiedene Wüsten. Ich bin mal nachschauen gegangen, was es da so gibt. Es gibt Steinwüsten, es gibt Sandwüsten, es gibt Kieswüsten, Eiswüsten,
Salzwüsten. Es gibt subtropische Wüsten, sogar Regen-Schattenwüsten und so weiter und so weiter. Und genauso wie es so verschiedene Wüsten gibt auf dieser Welt, kann es eben so verschiedene Wüstenzeiten in unserem Leben geben. Und deine Wüstenzeit sieht vielleicht anders aus als meine Wüstenzeit momentan. Vielleicht ist es bei dir ein Ort, wo plötzlich alles entschleunigt worden ist. Dein Terminkalender ist praktisch leer, du kommst endlich zur Ruhe, kannst neue Hobbys anfangen, neue Sachen ausprobieren. Vielleicht ist aber die Wüstenzeit für dich ein Ort vom Alleinsein, vom Abgeschottetsein. Du bist auf dich selber gestellt. Abgeschottet von der Aussenwelt, von deinen Liebsten, von deinen Freunden. Vielleicht ist es aber auch ein Ort vom Mangel an Nahrung, Mangel an Finanzen, Mangel an Job. Und du merkst, wie so Ängste in dir hochkommen. Das macht etwas mit dir. Vielleicht ist aber der Ort, die Wüste, auch ein Ort der Überforderung. Als Mutter, als Vater, vielleicht im Geschäft, wo du schaffst, wo so viel läuft, vielleicht alles, was du irgendwie musst, unter einen Hut bringen. Ein Ort der Überforderung, der Herausforderung. Ich würde dich fragen, wie sieht die Wüstenzeit momentan bei dir aus? Es ist spannend, oder? Die ganze Welt befindet sich in so einer ungewohnten Zeit. Aber vielleicht ist jetzt genau die Zeit, wo Gott dich in die Wüste ruft, weil er dir begegnen will. Wie Gott zu seinem Volk geredet hat, wie er sie in die Wüste geführt hat, in die Wüste gerufen hat. Vielleicht ist das eine Zeit, wo er zu dir neu reden will, in dieser Zeit, in dieser Wüstenzeit. Es gibt verschiedene Möglichkeiten oder verschiedene mögliche Reaktionen auf so eine Wüstenzeit. Und ich glaube, wir alle erleben das unterschiedlich. Wir alle probieren irgendwie mit dieser Situation klar zu kommen. Die eine, für sie ist schon fast ein bisschen normal geworden, jetzt über die Wochen, wo wir drinnen stehen. Aber ich glaube, eine Art und Weise ist, dass man probiert, die Zeit, die man hat, mit ganz vielen Sachen zu füllen. Oder? Endlich hat man Zeit zum Haus zu putzen. Es ist Frühling, endlich kann man den Frühlingsputz machen. Endlich kann man mal alles entgrümpeln und alles in die Entsorgungsstelle bringen. Übrigens, habt ihr gewusst, nach 2 Wochen von dieser Corona-Zeit war die Entsorgungsstelle überfüllt gewesen. Also so viele Leute sind einfach am Entsorgen, am Grümpeln, am Putzen, am Machen, die Zeit nutzen. Aber vielleicht ist es bei dir etwas anderes. Und zwar, du hast nicht mehr Freizeit für dich oder kannst Neues machen, aber du hast so viele Pflichten mit dem Kind, mit der Arbeit, mit deiner Familie. Es nimmt so viel Raum ein und du kannst dich kaum davon lösen. Und es mag nichts mehr oben drauf kommen von diesen vielen Pflichten. Vielleicht bist du in so einen Aktivismus gekommen, oder? Menschen zu versorgen, deine Schüler zu versorgen, schauen, dass sie nachkommen mit dem Schulstoff. Vielleicht deine Familie, deine Eltern, die risikogefährdet sind. Du willst schauen, dass es ihnen gut geht. Du setzt dich ein, meinst es gut, aber am Schluss des Tages merkst du eigentlich, dass dein Aktivismus die stille Wüste um dich herum total übertönt. Vielleicht ist es eine Überdröhnung bei dir mit Netflix-Serien, mit Zoom-Dates, mit Online-Jassen, mit Online-Shopping, was man alles so online machen kann. Und du fühlst dich gar nicht mehr, wie wenn du in so einer Wüste bist. Die Stille hörst du nicht mehr, die Ruhe, sie ist überdröhnt. Ich merke für mich persönlich, seit die Zeit da ist, die Wüstenzeit, ich habe viel mehr Freizeit an den Übungen. Bei uns fallen einige Meetings weg und ich habe wieder neu angefangen, gewisse Hobbys so aufzunehmen, mehr kreativ zu sein, gewisse Projekte zu verfolgen, mehr Sport zu machen. Ich lese gewisse Bücher endlich mal fertig und ich genieße das so. Es ist so etwas Gutes, aber nach ein paar Tagen habe ich mich gefragt, ist das wirklich alles in dieser Wüstenzeit? Bin ich mich momentan nicht einfach am Ablenken? Und ich habe das so mal für mich reflektiert und musste sagen, hey, ich will mehr. Ich will mehr. Und ich habe angefangen, bewusst mich zu entscheiden, dass ich in dieser Wüstenzeit mich von Gott rufen lasse. Dass ich mir bewusst Zeit nehme, jeden Morgen, wo ich auf den Ruf von Gott höre und in seine Gegenwart kann kommen und die Zeit für das brauche, wenn ich den Tag mit ihm starte. Das Hosea hat dem Volk angekündigt, dass
Gott in aller Liebe mit dem Volk reden will. Hey, was, wenn Gott das Gleiche mit dir machen will? Er will zu dir reden. Der liebende Vater, der seine Tochter sucht, weil er eine Sehnsucht hat nach ihr. Der dich sucht, du, sein Sohn, weil er so eine Sehnsucht hat nach dir. Weil es vielleicht auch schon viel zu lange her ist, seit er das letzte Mal zu dir reden konnte. Was, wenn der Gott mit dir über eure Beziehung reden will? Wenn der Gott vielleicht interessiert ist an den dunkelsten Gedanken, die du hast, an deinen grössten Begierden, an Sachen, wo du nicht stolz drauf bist, über deine Prioritätensetzung. Oder vielleicht, wenn du jetzt merkst, dass nicht mehr so wirklich ein Halt da ist. Was, wenn der Gott interessiert ist und mit dir darüber reden will? Wie anscheinend hat Gott sein Volk ab und zu aus dem Gewohnten rausgerissen, aus dem gewohnten Umfeld, um ihnen näher zu sein, um ihnen zu begegnen, weil er sich nach ihnen gesehnt hat. Und ich will jetzt damit nicht sagen, dass Gott absichtlich die Zeit wegen dem so geschickt hat. Überhaupt nicht. Aber vielleicht will Gott diese Wüstenzeit nutzen, um dich nochmal neu in seine Nähe zu rufen. Wie reagierst du auf den Ruf von Gott? Hörst du die Stimme von dem liebenden Vater, wie er sagt, ich will liebend, freundlich mit ihnen reden? Hörst du das? In diesen Wüstenzeiten liegen immer so grosse Chancen. Es liegt eine grosse Chance. Aber manchmal sagt uns das Gefühl eben etwas anderes, oder? Es kann sich anders anfühlen oder es scheint anders. Ich weiss noch bei mir, als ich das erste Mal in die Wüste gegangen bin. Es war Hochsommer. Ich kann euch sagen, es war so heiß. Es war heiß, es war trocken, mir ist der Schweiß runtergelaufen, ich konnte nicht mehr laufen, es war anstrengend, es war ein Stück weit ein bisschen öde, oder? In der Wüste ist jetzt nicht gerade sehr viel. Und am Abend, als es dunkel geworden ist, bin ich mal so ein bisschen von unserem Wüstencamp ein paar Meter weggelaufen, so ein bisschen ins Nichts raus. Und irgendwann bin ich so überrascht worden mit etwas, was ich noch nie gesehen habe. Und zwar habe ich in den Himmel geschaut. Und ich habe ein Sternenmeer gesehen, wie noch nie in meinem Leben vorher. Und ich glaube, nirgends auf der Welt sieht man die Sterne so gut wie in der Wüste. Vielleicht hast du es auch schon mal gesehen. Und für mich war das so ein Moment, der nicht einfach nur schön war, sondern ein Moment, wo ich gemerkt habe, hey, Gottes Gegenwart ist da. Und Gott hat mir noch so ein Stückchen mehr von seiner Größe gezeigt. In mir innen ist, ich habe noch so ein Stückchen mehr von seiner Größe erfassen in meinem Herz. Das hat tief in mir etwas gemacht. Das hat mich bewegt, wie groß das Gott ist, wie er mit seiner Gegenwart da ist. Und ich glaube, manchmal scheint es eben so, auch mit den Wüstenzeiten, wenn Gott uns ruft, dass wir denken, ja, es ist schwierig, die Zeit auszuhalten. Oder vielleicht kann es manchmal öde wirken, so ruhig, so rede ich mit mir selber. Es kann langweilig, unangenehm wirken. Aber wisst ihr was? Irgendwann macht es etwas mit dir. Plötzlich entdeckst du mehr von dem Gott und er zeigt sich dir. Und es verändert dich und es bewegt dich und es macht etwas mit dir. Begegnung mit Gott in der Stille und in der Einsamkeit, sie verändert dich und sie verändert deinen Glauben. Und sie ist Kraftquelle für deinen Glauben, aber nicht nur deinen Glauben, sondern für dein ganze Leben. Ich will mit euch anschauen, was passiert, wenn wir am Ruf von Gott in die Wüste folgen, wenn wir Ja sagen, einschlagen. Ich will auf 3 Punkte eingehen, die uns die Bibel aufzeigt. 3 Punkte, die Chancen sind für unser Leben. In diesen Zeiten, wo wir Gottes Ruf folgen, dort wird uns Gottes Gegenwart nochmal neu so vor die Augen geführt. Seine Gegenwart. Und dort lernen wir ihm nochmal zu vertrauen. Unser Vertrauen wird gefestigt. Das Wissen, dass er nahe ist, das Wissen, dass er vorausgeht, dass er in meinem Mann, in meinem Übermann ist, dass ich nicht alleine bin. Hey, und wieso ist das wichtig? Weil dann, wenn die Herausforderungen kommen, dann müssen wir wissen, auf wer wir vertrauen. Dann, wenn wir vielleicht das Leben nicht mehr verstehen, dann, wenn wir nicht mehr wissen, wieso ist jetzt das genau passiert in meinem Leben. Hey, es ist wichtig, dort zu wissen, wir haben einen Gott, der Regie führt, wir haben einen Gott, der schaut, wir haben einen Gott, den wir festheben und vertrauen. Aber das kommt nicht einfach vom Hören sagen, sondern wir müssen es immer wieder erleben. Wir müssen ihm immer wieder nahe sein. Und so lesen wir auch im Hosea 4,6,
wie Gott zu seinem Volk redet und wie er sagt, mein Volk geht zugrunde an dem Mangel der Erkenntnis. Also er sagt, hey, mein Volk geht zugrunde, weil sie keine Erkenntnis haben, wer ich bin. Und bei dem Wort Erkenntnis, dort im Hebräischen bedeutet das Yada. Und Yada bedeutet, es ist eben mehr als einfach so eine intellektuelle Erkenntnis, sondern es ist eine Erkenntnis tief im Herz. Das Wissen, wer Gott ist. Persönlich ihn erfahren, wer er ist und zu was er fähig ist. Und Gott will, dass Israel ihn so kennt. Nicht einfach vom Hören sagen, vielleicht von den letzten Generationen, ja, genau, Gott ist gut, Gott ist groß, Gott kann man vertrauen, sondern erfahren selber, wer Gott ist. Und das wünscht er sich. Und die persönlichen Erfahrungen, die brauchst auch du und ich immer wieder von Neuem. Ich merke das auch in meinem Leben. Ich kann noch so viele theologische Diskussionen führen. Ich kann noch so viele theologische Klassen besuchen oder mit Leuten darüber reden oder hören, was Gott bei anderen gemacht hat. Aber ich selber muss ihn erleben. In den Zeiten der Stille, wo ich allein mit ihm bin, dort wird das gestärkt, mein Innere. In den Zeiten, wo ich seinem Ruf folge, ihm nachgehe. Und dann, wenn Herausforderungen kommen in meinem Leben, wenn ich nicht mehr weiter weiss, dort kann ich dann sagen, er ist da und ich kenne ihn. Ich kenne ihn persönlich und nicht nur vom Hören. Er führt Regie in meinem Leben. Und ich vertraue, dass er jetzt da ist, aber auch in meinem Morgen, in meinem Übermorgen und mir vorausgeht und ich darf folgen. Wenn wir Gott folgen, in die Wüste, seinem Ruf folgen, dann stärkt es und festigt unsere innere Haltung ihm gegenüber. Und wir werden uns seiner Gegenwart bewusst. Ich möchte den Punkt weitergehen. In der Wüste brauchen wir Wasser zum Überleben. Wo es kein Wasser hat, dort ist kein Leben. Wir würden sterben. Und spannenderweise sagt Jesus von sich selber, dass er das Wasser vom Leben gibt. In Johannes 4,14 sagt er, wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm gebe, der wird nie wieder Durst bekommen. Dieses Wasser wird in ihm zu einer nie versiegenden Quelle, die ewiges Leben schenkt. Du und ich, wir brauchen das Wasser für unseren Körper. Das ist wichtig, aber wir brauchen auch das Wasser von Jesus für unsere Seele, damit er unsere Seele tränken kann. Es ist so wichtig, dass wir unsere Seele tränken, und zwar, dass wir sie am richtigen Ort tränken. Gott will deine Seele in dieser Wüstenzeit, in dieser Zeit, wo wir jetzt drinnen stehen, tränken und nähren in dieser persönlichen Begegnung mit dir. Dort, wo wir zu ihm kommen, dort gibt er dir Zuspruch. Er gibt dir Ruhe. In dieser Nähe, dort spricht er die Wahrheit über dir aus. Du bekommst einen Frieden, du bekommst Kraft, all das, was du brauchst, was deine Seele braucht. Und was passiert dann? Wir lesen im Psalm 131,2: Vielmehr habe ich meine Seele besänftigt und beruhigt, wie ein gestilltes Kind an der Brust seiner Mutter. So zufrieden ist meine Seele. Also der Psalmist, er schreibt da, wenn seine Seele von Gott drängt ist, gesättigt ist, gefüllt ist, dann ist das wie ein Kind, das bei der Mutter ist und gestillt ist. Es ist einfach zufrieden und es ist ruhig und kann schlafen. Und schau, Gott allein kann uns genau das geben. Die Zufriedenheit, die Leichtigkeit, der Zuspruch, der Frieden. Und das braucht unsere Seele, das braucht deine Seele. Und der Punkt ist, wenn wir unsere Seele nicht bei Gott gehen, fühlen lassen, wenn wir sie nicht bei ihm sättigen, dann probieren wir es automatisch, mal jemand anders, ob wir es merken oder nicht. Und das ist oftmals durch Anerkennung, vielleicht von unserer Leistung, durch gute Feedbacks von Leuten, dass wir wollen, dass sie uns beklatschen, dass wir hören, wie gut wir gewisse Sachen machen. Vielleicht durch das Gefühl vom Angenommensein. Ich komme gut an. Und ich persönlich merke immer wieder, dort, wo meine Seele nicht drängt ist, wo sie nicht genährt ist von Gott, dort kann ich nicht weitergeben, sondern dort probiere ich irgendwie zu bekommen. Und das wird anstrengend. Ich weiss nicht, ob du das kennst. Das ist anstrengend. Und das Geniale ist, wir haben den Zugang zu Gott. Und er erfüllt uns. Er erfüllt uns wie so ein Gefäß, das überfließen kann. Von dem lebendigen Wasser. Und wenn wir überfließen, dann können wir weitergeben.
dann können wir ein Segen sein für Menschen um uns herum. Und das bekomme ich in der Gegenwart von Gott. Das bekommen wir, wenn wir Gottes Wort lesen, wenn wir seine Wahrheiten uns zusprechen. Wenn unsere Seele anfängt, seine Wahrheit zu glauben, wer wir sind, wer er ist, Energie, Freude und so weiter, hey, das beeinflusst dich alles und dein ganze Umfeld, wo du dich drinnen bewegst. Ich möchte dich fragen, wo fühlst du deine Seele zur jetzigen Zeit? Mit was fühlst du sie? Mit was drängst du sie oder probierst du sie zu nähren? Weil eine versagte Seele ist die wichtigste Ressource, um Menschen zu ermutigen, Menschen zu dienen, ob das in der Familie ist, in der Ehe ist, beim Arbeiten ist und vielleicht auch gerade in dieser Zeit bei dir, wo es umso mehr brauchst. Ich komme zum letzten Punkt, und zwar die Zeiten in der Wüste mit Gott, das sind Zeiten, die uns erneuern. Zeiten, wo Gott dein Denken, deine Sinne erneuern kann. Im Römer 12,2, dort schreibt der Paulus und sagt, hey, Jesus, er will deine Sinne und er will dein Denken erneuern. Und das will Gott. Gott will uns von innen nach außen immer mehr neu machen. Er will uns verändern. Das Denken über dich selber, das Denken über deine Mitmenschen, deine Sinn, deine Charakterschwächen, Schwächen, mit denen du vielleicht schon lange am Kämpfen bist, wo du selber einfach nicht anbringst. Er will dich verändern. Er will dich erneuern. Es war schon immer Gottes Strategie, die ganze Welt, die ganze Schöpfung zu erneuern und zu verändern. Und dabei sind auch wir mit drin. Und selber geht das leider nicht. Vielleicht bis zu einem gewissen Grad, oder? Mit Positive Thinking oder guten Büchern lesen. Aber es braucht Gott, es braucht den Heiligen Geist, der tief in uns etwas verändert. Und das können wir erleben, indem wir Zeiten mit ihm haben, wo wir erwarten, wo wir bitten, wo wir empfangen können. Dort passiert das, dass unsere Perspektive ändern kann, unsere Denkensweise ändern kann. Und ich merke immer wieder, wie das bei mir möglich ist, wenn ich einfach von allem weggehe, vom Gewohnten, so eine Wüstenzeit, wo ich nicht abgelenkt bin, wenn ich zu Gott komme. Der Ort, wo Gott etwas in mir bewirken kann, ist in der Wüste. Aber wir müssen es zulassen und wir müssen es wollen. Das kann ein Prozess sein und darum hilft es umso mehr, immer wieder die Zeiten mit ihm suchen, uns rufen lassen von ihm. Das sind die 3 Punkte. Die Liste geht natürlich noch viel weiter, aber das sind so 3 Punkte, wesentliche Punkte, wo wir dürfen sehen als Chance, wenn wir uns von Gott rufen lassen. Eine Chance für unser Leben, wo eben nicht nur in unserem Inneren etwas macht, sondern in unser ganzes Leben hineinfließt. Es gibt dir das Bewusstsein für Gottes Gegenwart. Es stärkt das Vertrauen, das Wissen, wer er ist, ihn persönlich zu kennen. Das Wasser vom Leben, wo deine Seele füllt und nährt, wie das nichts anderes kann nähren und füllen. Und Gott wird dich erneuern. Er macht dich zu einer besseren Person. Die jetzige Zeit, wo wir drinnen stehen, wo wir uns drinnen befinden, das ist eine Einladung an dich. Der Ruf von Gott, ihm neu zu folgen und einzuschlagen und Ja zu sagen, mit ihm zu partnern. Und ich weiss nicht, wie es dir geht. Vielleicht kostet es dich so viel Mut, die Stille auszuhalten. Ich glaube, vielleicht, wenn Sachen aufkommen, Sachen von deiner Vergangenheit. Das kann nicht nur einfach sein, es kann herausfordernd sein. Aber ich möchte dich ermutigen, es lohnt sich. Es lohnt sich. Wie Gott gibt uns immer mehr, als er von uns verlangt. Es sind Chancen. Es fordert uns raus, unsere neue Entscheidung zu treffen. Vielleicht fordert es dich auf, um nochmal neue Prioritäten zu überdenken und vielleicht nochmal neu zu setzen. Deine Zeit anzuschauen. Vielleicht nochmal neu dich motivieren, dem Ruf zu folgen. Ich mache das schon seit Jahren so, wenn ich nicht eine mega Motivation habe, dann spreche ich immer das Gebet und sage, hey Gott, erfülle mich mit deinem Hunger. Erfülle mich mit deinem Hunger, dass ich noch mehr von dir will. Ich will nie in so eine Selbstverständlichkeit kommen, dass das einfach auch noch ein bisschen auf meiner Programmliste ist. Sondern gib du mir den Hunger und ich erlebe, wie der Hunger kommt und ich neu zu Gott kommen kann, neu seinem Ruf folgen kann.
Und etwas anderes, was mich immer ermutigt, das ist vom Timotheusbrief, der Paulus. Er ermutigt uns, im Wort Gottes sich damit zu nähren, zum drinnen stehen, zum sich davon nähren und tränken. Und er sagt im 1. Timotheus 4,7: Übe dich in der Verehrung Gottes. Und in diesem Satz, in dem «Übe dich», kommt uns ein Wort sehr stark entgegen. Und das griechische Wort «Gymnazo». Und das ist ein bekannter Begriff von Gymnastik, oder? Und die einen von euch machen vielleicht Gymnastik. Und die Gymnastik machen oder sonst einen Sport machen, die wissen, dass es ein Trainieren braucht, zum Muskeln aufbauen. Die wissen, dass es zu einer Beweglichkeit bekommt. Es ist ein Trainieren, es ist ein Dranbleiben. Und so ermutigt er dich und mich, um die Zeit mit Gott zu trainieren. Wirklich zu trainieren, einzuplanen, zu entscheiden. Hey, ich liebe manchmal mein Training. Ich kann kaum warten. Aber manchmal bin ich nicht so motiviert. Und dort die Entscheidung treffen. Ich für mich habe so eine Routine, so ein Ziel. Manchmal, jeden Monat, wo ich neu sage, hey, wie soll das aussehen, die Routine, wo ich dem Ruf folgen will. Weil ich weiss, ich brauche die Zeit. Gott nährt mich. Und wenn ich die Zeit nicht habe, dann kann ich meinen Job nicht geben. Ich kann Menschen nicht gleich ermutigen. Ich kann meine Ehe nicht gleich ermutigt leben. Es steht einfach zu viel auf dem Spiel. Und so muss jeder seinen Weg finden. Das, was für dich das Richtige ist, was für dich geht. Wir sind so unterschiedlich. Aber ich will dich ermutigen. Ich will dich ermutigen, gerade in dieser Zeit, den Glauben nicht einfach vertrocknen zu lassen. Ich will dich ermutigen, in dieser Wüstenzeit wirklich dem Ruf zu folgen, weil sie verändert dich, die Wüstenzeit. Die Zeiten mit Jesus verändert dich. Sie führt dich in ein neues Level von einer Gottesbeziehung. Und für die einen ist es eine Chance und vielleicht ist es für die anderen eine Notwendigkeit. Dass du anfängst, Gott nochmal neu zu folgen, dich von dem Ruf in die Wüste zu ziehen. Überleg dir, wie regelmäßig hast du dich von Gott rufen lassen in den letzten 2 bis 3 Wochen? Überleg dir vielleicht mal, was ist momentan anders? Vielleicht merkst du, dass die Worship-Zeit hier auf dem Sofa nicht gleich ist, oder? Dass du Gott irgendwie nicht gleich näher kannst kommen, wie wenn du da rein stehst mit 200 anderen Leuten, die Gott arbeiten, die vor ihn kommen. Hey, lass das nicht einfach schleifen, sondern such dir einen Weg. Such dir irgendeine Möglichkeit, Art und Weise, wie du gleich vor den Gott kannst kommen, wie du ihn kannst arbeiten, ihm näher kannst kommen in diesen Zeiten, wo wir es umso mehr brauchen. Gott ruft dich. Er ruft dich. Wie auf dem Bild, wo der Uncle Sam, den ich am Anfang gezeigt habe. I want you. Gott sehnt sich nach dir. Er sehnt sich nach dir, weil er dich liebt. So wie er das im Volk Israel immer und immer wieder zeigt, er sehnt sich nach dir. Und du kannst ihm heute Morgen antworten. Und ich möchte jetzt beten. Und wenn du ihm antworten und sagst, hey, ja, ich will nochmal neu dem Ruf folgen, dann darfst du einfach deine Hände, darfst sie einfach so anheben, so als Zeichen von, da bin ich Gott, ich will dir folgen. Ich will in deine Gegenwart kommen. Vater im Himmel, ich will dir so Danke sagen, dass du, grosser Gott, den Menschen immer wieder suchst, Herr. Ich danke dir, dass du so eine Liebe für uns hast, Herr. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du näher mit uns unterwegs sein und nicht einfach so ein distanzierter Gott bist, Herr. Ich danke dir, dass du uns rufst und immer wieder rufst, so wie du das Volk Israel gerufen hast. Dass du nie müde wirst, Herr, will ich dir danken. Und ich danke dir, Herr, dass keine Art auf dieser Welt gleich ist wie in deiner Gegenwart. Und ich bitte dich jetzt, Herr, wenn du die Hände siehst, dass du wirklich diesen Menschen darfst begegnen, Herr. Dass du ihnen einen Hunger gibst, dass du sie fühlst mit so einem Hunger. Und dass du ihnen neu begegnest in der kommenden Zeit, gerade in ihrer Wüstenzeit, wo sie stehen, was auch gerade läuft, Herr. Dass du dort ihnen näher bist. Herr, ich bete, Vater im Himmel, dass du die Menschen zu dir ziehst, dass das auch in diesen Wochen einfach du ihre Herzen redest und dass wir immer wieder dürfen Ja sagen zu deinem Ruf, Herr. Ich bete auch, dass du zu Menschen redest, dort, wo vielleicht zu viel läuft, zu viel Lärm ist momentan. Dass du zu ihnen klar redest, Herr. Ich danke dir, Herr, für die Fülle, die du uns gibst, Herr. Für den göttlichen Segen, der mehr ist als alles andere, was wir dort haben auf dieser Welt. Und wir strecken uns aus nach dem. Wir strecken uns aus nach dir, Herr. Wir lieben dich, Vater im Himmel.
loben und preisen dich, Herr. Amen. Amen. Wir gehen jetzt in eine Worship